Ja, da war ich früh, ne? Die machen Sitzprobe. Ah, so ist das. Ich habe mich schon mal für, guck mal, das will ich morgen anziehen, wenn wir auftreten. Ja, da steht ja nicht, dass Sie alle aussehen, ne? So mit den Schwänzchen da unten runter. Ja, ne? Wollte ich euch mal zeigen, ne? Ja, ach, da würde ich sagen, nö. Britta, machst du auch mit? Britta, machst du mit? Klaus, Britta muss mit Drogen. Ich will auch noch was sagen. Klaus! Britta, du bist zu hören. Was? Du bist zu hören. Also kommt jetzt noch mal ernst hier. Wir wollen Proben. Wir sind ernst. Ja. Heute 3 Jahre alt. Leute, ich möchte nach Hause. Lass nochmal anfangen. Okay, Proben mal ein bisschen, ne? Okay, ich fange an. Mich selber ein bisschen hören können. Kann ich mich hören? Könnt ihr mich hören? Wenig. Also irgendwie. Klaus, Gitarre. Also ich glaube, die Gitarre ist nicht. Ich kann die Gitarre nicht hören. Jetzt bist du raus. Aber jetzt du dabei.
hier hingekommen, für Hirnchen, Hähnchen und Verzerrchen zur Adventssing zu hören. Hör mal, Google weiß alles. Du hast mir den Termin für die Probe für heute selber geschickt. Nein, ich habe dir einen Auftrittstermin geschickt. Heute 18 Uhr Kühls. Hirnchen, Hähnchen und Verzerrchen. Was ist ja mit meinen Location? Deshalb sind wir alle da. Aber weißt du was? Dann mach deinen Scheiß doch allein. Genau, das ist ja Schön. Ja, Tune schmeckt jetzt. Hier ist der Mittelwald da. Vielleicht. Ja, wir werden jetzt irgendwas mit der Lücke machen. Ja. Ich denke, was wird wir denn machen? Ich hätte da eine Idee. Ich kenne da so einen Chor. Du kennst eine Chor. Ja, die würden vielleicht auftreten. Ja, dann wollen wir noch mal gucken, ob wir da hinkriegen. Hallo Chor! Seid ihr da? Seid ihr da? Ja! Herzlich willkommen! Der Chor Jecke Büngel. Wenn er da abgeht, wird uns das Treppe hoch. Nee. Nee, also extra. Da kommen Sie. Ja, ein großer wird gespart, Sie müssen sich eigenes Licht mitbringen. Schön, dass er läuft. Die Idee nämlich. Macht Platz. Wo sind Sie denn? Ja, ihr dürft doch aufpassen. Darf die Gäste da oben oder was? Ja, Wie? komm, ja. Jetzt? Jo. Nee. Stadtromantisch. Jo, ne? Ja. Sag was. Ja. Haben wir das letzte Mal gesehen in der Gospel in Lourdes. Da haben wir dann auch wunderschön. Ja. Sie müssen doch zugeben, das eine sieht anders aus, aber ja, es ist hübsch. Nee, natürlich ja. Ich bin so froh, dass ihr hier seid. Also mit den vier, die der Vokal auf die Bühne schickt, da konntest du nichts mit anfangen. Ich hoffe, dass das bei euch etwas anders ist. Meine lieben Gäste, stark geschätzlich stimmt Ordensee in der Bühne begrüßen zur Kölsche Weihnachtsfeier. Ich hatte ja schon an verschiedenen Tischmor mich mit der Rückkehr unterhalten. Wir waren einer Meinung, egal ob die jetzt auch dumm oder nicht, dort Tisch 2, der hat noch angerufen, er wird Glück schicken, ja, Schlüssel muss er hingeschicken, da ist aber endlich ja. Wir machen unsere wunderschöne Ordnung zusammen. Das ist meine Meinung. Ich weiß noch nicht über meinen Beruf ist, aber wir sollten das einfach gut ankommen lassen und sollten unsere schöne Ordnung machen. Ja, das sind vielleicht die Zeichen der Zeit, die wir jetzt Stück auch erkennen. Ich schreibe so Kommentare. Deutsche Weihnachten, das ist vielleicht irgendwie dazu, was man seit 20 Jahren kennt, obwohl wir machen ein Programm, weil es irgendwo anders zu sehen gibt. Aber der Kunde entscheidet und ich bin froh, dass ihr wiederum zu lesen. Ein Klingellied wie 1000 Dorne, ganz ledig so traurig durch die Nacht. Wir Menschen, die um Erde runter, wir warten auf der neue Tag. Der Himmel, der ist voller Sterne, noch und doch unendlich dick. Es ist, als hätten sie uns Säge, ich haut mich vorne mit zurück. Glockeklang, klingt die Straße entlang, in der Wille nach. Kinderherz freut sich schon so lang, ob die Wille nach. Little Schlaf und träumt davon, was das Christkind bringt. Little Schlaf und träumt davon, was das Christkind schenkt. Glockeklang klingt die Straße entlang, in der Wille nach.
Das sind Zeilen, die uns jetzt gerade im Advent immer wieder begleitet werden, und der Chor hat jetzt einen wunderschönen Kanon. Ding Dong, Ding Dong, ja, Ding Dong. Das ist ein ziemlich einfacher Text, Ding Dong. Original ist das Ding Dong Bells. Das ist ein englisches Volkslied, was aus einem Kinderreim entstanden ist. Sie werden dabei jetzt aufgefordert, mitzusingen. Und zwar dieses Ding Dong. Die Oma der Woche hat eben in der Hälfte gesagt, kann ich dich helfen? Ich hatte gesagt, ich komme noch zurück. Du bist jetzt an die Woche. Uschi, das ist eine von deinen Verwandten, Bekannten und was? Schwester, der Gruß, der da sitzt. Ja, der wollte ja mitmachen, jetzt ist er schon voll gefordert. Also, Ding Dong, und zwar werden Sie jetzt unterstützt von der Sabine Schlenzer. Nein, noch nicht. Nein, noch nicht. Oder falsch? Ja. Wieder bei mir. Ja, klar. So. Also, Wir fangen gleich an. Ja. Ding Dong keine Leute gesagt, Nee. Wie sagte meine Vorrednerin gerade, Marco über das Allee, nein, ich gehe jetzt einfach weg. Er kommt mit unseren ganzen Ding-Dongs einfach nicht klar. Ja. Dieser Kanon, da braucht ihr, wie gesagt, Ihre Unterstützung. Sie brauchen aber nur eine Zeile singen. Und die geht einfach so. Ding Dong, Ding Dong, Ding Dong, Dong. Ding Dong, Ding Dong, Ding Dong, Dong. Wir machen es gleich nochmal, das ist das Einzige, was Sie bitte mitsingen. Ding Dong, Ding Dong, Ding Dong, Dong. So, jetzt kommen die Damen, die Sie unterstützen. Das ist eben einmal die Margret Krause und einmal die Sabine Schlenzer. Weil der Chor singt gleich was anderes, aber die dorthin. Und die zwei werden zusammen das Ding noch machen und dann hoffen wir, dass das ein schöner Glocken klappen wird. Wir machen uns nochmal alle zusammen. Ding Dong, Ding Dong, Ding Dong, Dong. Und los. Ding Dong, Ding Dong, Ding Dong, Dong. Ding Dong, Glocke, Ding Dong, Glocke, Ding Dong, Glocke, Dong. Ding Dong, Ding Dong, Ding Dong, Prima, vielen Dank. Und wie gesagt, der Rainer kommt mit unseren ganzen Ding-Dongs immer nicht so ganz klar. Jetzt kommt schon wieder ein Ding-Dong. Das heißt aber Ding-Dong, Glockenklang. Oder wolltest du dazu noch was sagen? Nein. Okay. Es ist eine französische Melodie aus dem 16. Jahrhundert. Ding Dong, Glockenklang, so helle Glocken klingen, Ding Dong klingelt in der Welt und alle Wünsche singen.
oder Mitsing-Abend, Mitsing-Konzert. Und jetzt sind wir schon das erste Mal gefordert, mitzusingen. Ich möchte jetzt mit dem gesamten Saal und mit dem Chor, bin ich falsch? Morgen dann. Also du guckst mir so an. Ich möchte jetzt mit dem ganzen Saal und mit dem Chor zusammen ein Lied singen. Dazu komme ich jetzt mal gerade runter in den Saal und gehe mal so an den Tischen vorbei. Das bloß jetzt nicht, wenn man wie wild in den Heft blättert. Gehst du mit mir auf der Bühne? Da hält nichts, du sollst so nicht singen. Ja, dann rum. Ja, ganz rum. Ich brauche 4 Personen, die Hilde Thomas, dann haben wir eine begnadete Triangelspielerin an. Meine beste Freundin. Ja, geht's. Ja, schnell. Bringt natürlich viel. So. Der schickt dir jetzt die Hilde Thomas für die Triangel. Der Mann ist da Cameo, okay? Ja. Triangel, da kennt du nicht. Da kennt du ganz genau was. Okay? Da hat die Unterweisung laufen schon. Liebe Hilde, sonst nur musikalische Akzente setzen. So, wollen wir uns gucken. Hör mal, Andreas, so eine Pullover hat die noch nie gesehen. Und hier ist uns mit. Hier, ich habe ja einen gefunden, der glitzert durch und durch, der Mann. So, der wird das Shadowbüchchen, ne? So, Sie sehen, ich bin mir gerade eine musikalische Kapelle da am Zusammensuchen und ich habe gerade eine gesehen, die hat von weitem gelacht. Uschi, komm, du kannst morgen mitgehen. Ich wusste es. Oh, das ist der. Hier, Andreas, stell dich mal durch vom Publikum, die müssen das sehen, was du für eine schöne Pullover hast. Ist das nicht schön, oder? Ist das nicht schön? Was? Da ist das sehen wir, da kriegst du. Uschi ist gut für das eine Glocke-Ding. Ich hätte auch noch 2 Rumba-Rassen. Wer möchte gerne rassen? Hier oben? Ja. Die Frau mit der roten Jacke möchte gerne rassen. Ja, da bin ich ja da. Hey, die Frau, die Straße da auch auf wen wir zu kommen. Jetzt 2 gegen jetzt was rasseln. Nee, ist ja gar nicht. So, ich habe unsere Instrumentalgruppe zusammen. Es ist herrlich. Machen wir mal einen Refrain. Ja? Im neuen Land, im neuen Land. Gesundheit. Stopp. Das Klavier, das nicht rückwärts. Hör mal, wenn du dort so eine Veranstaltung gehst und säst direkt schon in einer anderen Höhebrustname besteht die Stimme. Also wir machen das jetzt nochmal, ich spiele nochmal kurz an, ihr müsst euch dann noch ein bisschen bewegen. Jetzt die richtige gehalten und dann runterlöst. Nochmal, spiel nochmal an. Reicht, nur in seine Hochführung. Hey, ich muss noch rüber. So. Sollen wir mal mit den Zuschauern üben, oder? Ja, wir machen jetzt eine kleine Übungseinheit mit Ihnen. Ich lese Ihnen mal gerade vor. Den Ton ist einfach sicher. Gut, wir singen einfach. Wer dann kann, der stimmt mit ein. Und wenn uns der neue Land, unser Augenland, das steht so gelb und düster Land, du willst die uns sehen. Das war nicht nur anders, ja, wir beide sind und da, so könnt ihr nicht wie Gott, denn wir können uns so. Das hat alles schön gemacht. Das Lied hat 36 Strophen.
Wir lassen 32 davon ausfahren, also 4 Strophen, da fahren wir doch bei links. Ne? Andreas, hält die Batterie so lang, nicht dann die Öl schon die Emotion. Ja, da könnten wir endlich, ne? Wir sind geführt von Gottes Hand. Wir kommen aus dem Morgenland zum Christkind durch Jerusalem, das nicht im Stall zu Ende ging, da vorne schwer bei Land. Wir wurden manchmal bang. Wir kommen aus dem Morgenland, unser Adel hält heran, Schiff und Geld und Wüstenland, Gebirgsig und Fried. Das war welcher Balthasar, ja wir drei sind nun da, Zöger ist die Post, denn wir kennen uns schon. Der Stern auf uns und wunderbar, so niemand vorher keine sah. Wir lieben fast ein Vierteljahr, der Krieg ist hoffentlich doch da, wir sind in Stimme erhöht, die Geschichte noch hört. Wir kommen aus dem neuen Land, der alle Welt heran, Schiff und Geld und Wüstenland, die Böse und Fried. Das war welcher Balthasar, ja wir drei sind nun da, und Glücker ist die Post, denn wir kennen uns schon. Den Todes dieser Lumpen uns, der Dreck sagt mir den Boden stund, der wohnt im Klee an den Ländern dran und uns 3 Altspione an, im Nase am Ende und der Hose ganz ihr Bett. Wir kommen aus dem neuen Land, unser Land, welcher Land, durch Schiff und Geld und Wüstenland, und der Böse und Fried. Das war welcher Balthasar, ja wir drei sind nun da, und Glücker ist die Post, denn wir kennen uns schon. Letzte Strophe. Wir haben hier hoch jetzt Bild gemalt. Du hast so lang um uns gemalt. Wann bist du doch ein netter Kind, zuerst nicht wie du Munde sind, du musst in Angst zu haben. Wir sind der Jod gespannt. Wir kommen aus dem neuen Land, unser alten Land, durch Schiff und Geld und Wüstenland, und der Böse und Fried. Das war welcher Balthasar, ja wir drei sind nun da, so Glücker ist die Post, denn wir kennen uns schon. Und wenn aus dem neuen Land, unser alten Land, durch Schiff und Geld und Wüstenland, und der Böse und Fried. Das war welcher Balthasar, ja wir drei sind nun da, so Glücker ist die Post, denn wir kennen uns schon. Ja, jetzt geht es alle so, wir haben jetzt gerade die Bühne gleich beim König und in dem Zusammenhang. In dem Zusammenhang wollte ich euch mal etwas aus der Bibel näher bringen. So, was die Zeit. Der Richter? Letzte noch, oder? Klaus? Ja, also noch. Ich wollte euch was aus der Bibel näher bringen. Und zwar die Geschichte der heiligen 3 Könige. Wenn man in Köln irgendwo ist und ist am Buddel, gerade auf der linksrheinischen Seite, da fängt man ja an, auf irgendetwas Römisches. Da hat man vor kurzem eine Pergamentrolle gefunden,
dann haben sie überlegt, was macht das Sinn? Und da sind sie noch drauf gekommen, dass dann ein Brief von einem Kölner Legionär an sie vermittelt worden. Allerdings im lateinischen Blockbuchstaben, aber mit einem lateinischen Text. Der Legionär, der schrieb, Lev Marie, lev Fels. Ich bin ja hier bei dem Kaiser Augustus und alle müssen sich zählen lassen. Jeder muss in seine Heimatstadt. Ähnlich hätte natürlich nur um den Quirinus zu kontrollieren, aber da ist jetzt im 30 Jahren, da war auch der Zimmermanns Jupp aus Nazareth, unterwegs noch Petre hin, da der neue Bürger und sie verlobte das Marie, das Buch der Mittlere. Das Marie, das war nämlich hoch in München. Aber, so sagen die hier in der Legion, das Marie, das Kind, das soll nicht von den Jupp gewesen sein. Weil das Marie, das soll eine fiestere Nau gehabt haben. Und wenn man jetzt in das Französische geht, Fils de Noël, dann ist Weihnachtszug. Dann hätte das ja sehr schön wieder Sinn. Auf alle Fälle, wie die 3 noch oder wie die 2 ankommen in Bethlehem, da war alles voll. Da ist der Jupp gelaufen von, wie hieß die jetzt noch? Pontius und Pilatus. Der ist von Pontius und Pilatus gelaufen und hätte gefragt, ob der irgendwo mit seiner Schwangere und Verlobte umgekommen konnte. Aber nirgendwo wo jetzt ein. Bis Ende wird gesagt, der Trotzdem auf Feld noch eine Stallung, da könnte er umgekommen. Und da hat dann Marie seinen ersten Jungen geboren. Ohne Hebammen, ohne alles. Und in der Bibel steht hier dann, sie nahm der Panz und wickelte ihn in Windeln. Könnt ihr nur mal sagen, wo die Windel her hat? Nein, nirgendwo steht das. Als wenn sie dort so Päckchen Pfeffer auf der Messe mitgehabt hat. Der Ort und der Esser, der drohte die ja, den haben die rechts und links von dem Kind an die Griff gestellt und die haben dann dem Kind immer so ihren warmen Atem zujaucht. So. Das war wie die erste Gasheizung. Auf dem Feld, da waren Hirten, die saßen im Stockdunkel. Auf einmal, die hatten richtig Angst in der Dunkelheit. Auf einmal tauchte der Engel des Herrn auf und es wurde ganz hell. Der Engel sagt, ihr braucht keine Angst zu haben, fasst den Orden zusammen. Ich verkünde euch eine große Freude. In der Stadt Davids ist der Messias geboren. Ihr erkennt ihn, wenn er schnell dahin läuft, denn er liegt in der Krippe im Stall. Dann kommen immer die Engelchen, die denken, dort rumschwirren, war so, als der FC doch den absteigen. Und immer den Engelchen auch wieder fort, wie Raketen. Die Hirten sind dann da hingegangen, sind in der Stau, sind auf die Knie gefallen, haben den Herrn gelockt und sind dann wieder weggegangen. Aber diesen Schein von der Engel, das hatten 3 Weiße gesehen, die schon vor Jahren gesagt haben, doch bitte mal der ganz großartig ist. Und in dem Moment ging der Stern auf. Und da sind sie diesem Stern gefolgt, da war ja eigentlich wie so modernes, also wer der Navi, oder ist das Stern. So, da sind sie dem Stern gefolgt, da sind sie gelaufen und sind ab nach Köln. Hey, nach Köln brauchen sie 1000 Jahre später, aber als Knöchelchen. Und da mussten wir jetzt noch mal kurz auf den Dreikönig-Schrein, wobei ich mich verwünscht mit Dingen Pullover. Ich denke, mit der Feuerwehr steht in der Tür. Den Dreikönig-Schrein, da hat ja in letzter Zeit gestanden, da wären ja nicht 3 Könige drin, da wären nur 2 Herren drin. Aber in dem gleichen Artikel stand dann auch, dass man in dem Schrein ein Kartenspiel und einen Skatblock gefunden hat. Da müsste natürlich 3 gewesen. Also die 3 wurden sich jetzt unheimlich viele wurden den Galoppometer von ihren Kamele auf schnell einstellen. Das haben wir ja gerade gehört, um da hinzukommen. Wir sind dann endlich an den Stall angekommen, hatten sie noch Spaß, weil wir nachher, da wäre so ein Palast hier, so wie die Güts. Die wussten nicht, dass da so ein kleines Bretterbuch ist. Und der Balthasar, der war 2,4 Meter groß und spielte bei Jerusalem nur 4 Basketball. Jetzt die anderen 2, die sind dann an der Tür noch drin. Ich glaube, ich bin dem glücklich an dem Kreuz. Also an der Tür drin. Und der Balthasar hätte noch gepasst, ist froh mit
Stifte stehen und mit der Dachbalke oder der Türbalke geschlagen. Und da stand er noch und sagt, Jesses, 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 Jesses. Und da sagt der Große zu der Marie, Hörens, das wäre doch auch eine schöne für den Namen für der Kleine, Jesus. Aber du wirst ja unbedingt allein sein. Nicht? An der Tür hätte dann noch da Marie gestanden dafür, genau in der Eingangstür, nicht da Marie mit dem Kind, sondern Marie-Louise Mikuta. Dann hat damals schon das erste Motto-Lied gesungen, wir werden das Kind schon schaukeln. Wie sie dann noch so geworden, die drei Könige haben sie gesagt, wir müssen langsam mal zurück. Und dann sind sie wieder in die andere Richtung rausgezogen und sind nach Tagen in ein Dorf gekommen. Da haben sie gesagt, nee, was haben wir für eine Dussel, dass wir in dem Dorf sind. Ja, da wollten sie jetzt zu trinken gehabt und das dürfen nur in so kleinen braunen Fässern. Das Zeug war eine braune Brühe und schmeckte uralt. Ach, dann hat man das Dorf schnell umbenannt, Düsseldorf, wollte ich wieder sagen, ne? Da sind sie da schnell wieder ausgezogen aus diesem Dorf. Und die Straße, wo die ausgezogen sind, die hieß noch so, Königsallee. Dann hat sie eine Oase erreicht zum Abschluss, eine Oase erreicht, da floss Milch und Honig. Warte mal, wo das war? In Nippes. Da stand eine Frau in der Benz am Rand und riefen, Kamele, Kamele, Kamele. Ja, das war der erste Rosenmond, das so. Und die drei wurden dann erst mit einer Reihe gestanden. So war das Leben der heiligen drei Könige. Und mit anderen. Viel Spaß. Hefte auf den Tisch gelegt. Auf Seite 2 steht, das Eigentum des Netzes der Vorjährige Büffel ist. Das ist jetzt ganz so wichtig. Aber, wo ist denn jetzt der Blasenschwester Buchwort? Kann man das Ihnen sagen? Wir haben hier ganz an die Stunde hier. Wir haben für Sie ein Blasorchester bestellt, was mit Ihnen heute Abend zusammen die Lieder dann singt. Empfangen Sie mit mir zusammen das Blasorchester. Ich kann es nicht sehen. Ganz langsam. Empfangen Sie mit mir
das Blasorchester Buchholz. Jetzt mit der Blasorchester Buchholz! Es wäre jetzt Zeit, dass die Männer mich mal bedauern. Ich bin in einem Chor, wo ich der einzige Mann bin. Der geht so gut. Alle drücken sie dich. Also es ist tief traurig. Deshalb bin ich immer froh, dass ich aus meiner Gemeinde, wo ich wohne, das Blasorchester hier hinhole darf. Das sind dann gute Bekannte. Und wenn Sie mal was Tolles sehen wollen, es gibt in Asbach ein Tochtercenter, die haben einen Weihnachtsmarkt aufgebaut. Das ist wirklich toll. Nur ein kleiner Hinweis für den Ausflug. So, jetzt geht es los mit diesem Teil. Ja, wir machen das jetzt hier so ein bisschen die Moderation zusammen. Wo fangen wir denn an? Jetzt dürfen Sie diese. Jetzt dürfen wir die grünen Hefte nehmen. Grüne Hefte. Soll ich was heller machen? Klar, soll ich was heller machen? Nein, grüne Hefte. Wir fangen an mit Morgen, Kinder, wird's was geben. Und danach eine Strophe von O Tannenbaum. Das ist der Kontrolle. Ja. Morgen
wieder Spaß. Das ist jetzt das zweite Mal, dass wir zusammen aufgetreten sind. Ich finde das immer toll mit dem Gregor. Gregor ist ein langjähriger Freund von mir und wenn er mit seinem Kameramann dann durch eine Saal fährt, dann ist schon berauschend. Den Film kann man dann irgendwann das nächste Mal da auf YouTube sehen und da steht dann immer Jecke Bügel oder Bügelweihnachten. Immer ganz tolle Filme von Gregor Teil. Schön, dass du wieder überhaupt bei uns bist. So, ich bin ganz beeindruckt von meinem speziellen Freund vom Felix. Jetzt will ich den Namen nicht, ich wollte ja früher Felix noch Heppner. Felix, hast du dein Herz schon aufgegessen? Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt, deshalb wirst du jetzt von mir Neues. So. Keiner. Ja. Ja? Nee. Okay, Felix, dann komm. Felix Heppner, ihr müsst einfach sehen, wenn der Schlagzeug spielt, da kommt so die Buchrosamentalität durch, das ist ganz fantastisch. Die habe ich ja auch seit 40 Jahren. Aber langsam werde ich so los. Vielen Dank, Felix, dass du wieder dabei warst. Du bist ja nicht der Größte. So, jetzt habe ich gerade eine Info bekommen. Sie wäre noch jünger wie Felix. Wer bist du denn? Ida Rössel aus Buchholz. Der hält doch gern. Hast du beim letzten Mal auch dabei? Hast du Herz aufgegessen? Ja. Das wäre jetzt das total falsch gewesen, wenn er Nein sagte. Ist denn einer von euch dabei, der beim letzten Mal nicht dabei war? Doch, du. Du warst dabei? Bist du was? Wir lieben alle noch mal Herz. Komm, fertig. Kommt doch mit. Ich mach bitte die Damen. Oh, ich komme genau hinter dir. Ich mache bitte die Damen. Liebste Tanja. So, ich mache bitte die Damen. Was hast du jetzt in der Hand? Habt ihr? Nee, du hast doch nicht doch. Oder wann? Nee. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich eigentlich nur Damen mache. Nein. Keine. So, ich bedanke mich ganz herzlich bei den Bratgeschäster Buchholz. Gut hebt und morgen wieder her. Ich spiele da noch gerade einen Inschlag. Und sieht man da die Kornfeuer im Gebüsch. Da kommt noch Wasser drin. Ich musste mich immer erinnern, so an meine Kindheit. Ich hatte Vater, Mutter, Schwester und Bruder, ich wurde Gläser. Also jeder 5 Mann in der Wasser. Ja. Bis ich schnell Urwort schon kalt. Und dann schwamm auch schon oben drüber so eine Schicht. Wir hatten allerdings so einen Löffel, da brauchen wir dann so einen Abrat. Aber in der Wasser, da kam auch was rein. Ja? Nein. Frage ist auch Moment. Du hast verloren, du wirst nicht gewinnen. Ich habe jetzt die Konzentration. Viele spannend, ja, aber es ist nicht. Was ist denn hier? Was habt ihr früher da reingetan? Das Wasser wurde grün. Nein, das Landschirm war das ist der Name. Was? Was? Wasser von Köln! Fischenade, jawohl! Fischenade! Guck mal, da kann man nicht schwimmen, da war ich in den Bus. Warte mal, ich habe Ihnen hier mal so ein Fischenade-Extrakt mitgebracht. Jetzt sagen Sie nicht, dass Sie nur Umstände. Können Sie schön zusammen mit Ihrem Mann Dresdner Fischenade-Extrakt. Das ist eine Firma, die auch den Dresdner Weihnachtsstollen herstellt. Das soll so ein und dasselbe Rezept sein. Bitte schön. Ich denke, da kann mir vorsehen. Fischenade, das war der Frau. Junge Dame, die ich Ihnen jetzt ankündigen möchte, ist unsere Solistin Karin Katharina Köppen. Sie ist uns vor 2 Jahren mehr oder weniger zugelaufen. Wir haben ganz zugerufen, das war nicht so ein Glücksfall, aber dann hier war ein absoluter Glücksfall, wie Sie zu uns kamen, sich unsere Wege kreuzten.
Samuel, das ist für mich wie so eine Pflegschwester. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich sie irgendwo ansagen darf, so wie jetzt heute Abend hier in der Grütz. Sie schreibt ihre Titel selber und macht auch die Musik selbst. Karin Katharina Köppel mit Schöne Weihnacht und mitten in Köln am Ring. Zünde Kätzchen ganz an, male Teller in dir drin, größter Mensch, den du nicht magst, halt im einfach die Hand hin, denn wir sind alle nur Menschen, egal wer du bist. Schöne Weihnacht wünsch ich euch, schöne Weihnacht, hey und dass sich jeder besinnt und jeder verdreht. Schöne Weihnacht wünsch ich euch, schöne Weihnacht überall, da die Stille weht im Herzen und glücklich, neues Jahr. Sag nur einfach den Wort, du wissen, was passiert. Der freut sich, der findet sich dran, er lacht, dafür versteht, denn wir sind alle nur Menschen, egal wer du bist. Schöne Weihnacht wünsch ich euch, schöne Weihnacht, hey und dass sich jeder besinnt und jeder verdreht. Schöne Weihnacht wünsch ich euch, schöne Weihnacht überall, da die Stille weht in den Herzen und glücklich, neues Jahr. Zünde Kätzchen ganz an, alle Teller in dir drin, größter Mensch, den du nicht magst, halt ihm einfach die Hand hin, denn wir sind alle nur Menschen, egal wer du bist. Schöne Weihnacht wünsch ich euch, schöne Weihnacht, hey und dass sich jeder besinnt und jeder verdreht. Schöne Weihnacht wünsch ich euch, schöne Weihnacht überall, da die Stille weht im Herzen und glücklich, neues Jahr. Schöne Weihnacht, schöne Weihnacht, schöne Weihnacht. Schöne Weihnacht wünsch ich euch. Dankeschön. Bin noch ein bisschen vergeltet, aber das vergeht im Laufe der Zeit. Ein bisschen Karneval gefeiert, ein bisschen Weihnachten dazwischen feiern in Köln, das ist ja so üblich, dass alles zusammen auf einmal ist. Und dazu habe ich dann natürlich noch was geschrieben, wobei diese Musik, die jetzt kommt, die kennt jeder von euch. Und
midden in Köln am Rhein. Jetzt haben wir nur noch zwei heilige Könige und einen heiligen Batman als Ersatz. Normal
die heilige drei Könige ja noch hochbezeugt mit der Christkind dabei, nämlich Jolt, Weihrauch und Püree oder so ähnlich. Von der unsere die Hand statt Jolt ein Kaugummi-Papierchen in der Hand, das glänzt auch so schön. Der andere hätte Marlboro in der Hand, weil wir wieder Weihrauch hatten. Aber die Marlboro, die hoch auch schön, wenn man die anzündet. Der heilige Batman, der hat eine Pistole da. Das war kein Geschenk für das Christkind. Aber damit kann er das Christkind vor der Saurier beschützen. Hinter der heiligen drei Könige sind ein paar rothäutige Indianer und eine Engel. Der Engel, das ist so ein Sarg, der hätte einen Fuß abgebrochen. Warum haben wir den jetzt auf ein Motorrad gesetzt, damit er sich nicht bewegt? Mit dem Motorrad kann er fahren, wenn er nicht gerade fischt. Rest mit dem Stau haben wir das Brotgäppchen hingestellt. Das hätte Pizza und 3 Flaschen Bier für die Oma dabei. Darauf haben wir nichts. Dafür lauert aber hinter dem Boot der Bär. Theoretisch als Ersatzbau. Mehr steht in unserer Krippe nicht drin. Aber das reicht auch. Am Abend schauten wir den Lampen an, und dann ist uns Krippe so richtig schön. Wir sitzen noch rum und singen Lieder vom Advent. Manche gefallen, aber die meisten sind mir nach langweilig. Die Opa hat mir nicht beigebracht, dass jeder sucht. Advent, Advent, der Bärfuchs brennt. Erst trinkst du ein, dann 2, 3, 4, dann haut er dich mit dem Hirn an die Tür. Obwohl das Gedicht ja recht schön ist, hat die Mama gesagt, ich darf mir das nicht merken. Ehe man sich versieht, ist der Advent vorbei. Und Weihnachten auch. Das Jahr geht einfach so dahin. Die Geschenke sind ausgepackt und man kriegt vor Ostern nichts mehr. Höchstens man hat noch Geburtstag, wie ich. Aber eines ist gewiss, der Advent kommt immer wieder. Das ist heute die 3. Veranstaltung, die ich moderiere. Ich habe immer nur hinverstanden, aber dann Stück geschuldet ist. Das hat die Gräfin Bautersee geschrieben und zusammen mit Kurt Liebig.
Hier steht jetzt, die zwei lebten von 1886 bis 1945. Schön, dass die zusammen in der Zeit lebten, irgendwann in der Zivilfernsehen geschrieben haben. Sie komponierten und texteten dieses wunderschöne Stück, was a cappella vorgetragen wird. Ging schon ob der Augen an. Die Städte Kirche betreten, ging bis an die Krippe ganz nah und wurde dort still gebettet. Ihm will die Knie nicht haben, da hol ich schnellen Schritt und Lichter von der Küste an, auf der Pastur kommt. Ich dachte, mein Licht stationiert nicht stimmt, der Küsterlein und Jott, sie luden in der Gribberin, das Jesu Kind von Gott. Der Pastor konnte das nicht verstanden. Der Blick ging hin und her. Das Christkind konnte doch ja nicht hören. Trotzdem, die Grippe war leer. Ob immer knachte Kirchentür, das Herz von uns ganz fern. Eine kleine Minute stund an der Tür und hielt das Kind im Arm. Sie Rohre waren hell und blank, Gehörche drüber Gruß. Eine Rolle stellte an der Bank und Satan frei und los. Das Christkind, mir eine Rolle brat, eine schöne, wie ihr seht. Tepperische Mädchen macht, das hat er doch verdient. Fertig. und schnappen Zweig. Der Baum, der ist geschmückt und strahlt in vollem Licht. Der Oma sitzt dafür, der Pensum selber. Geschenke sind verdeckt und jeder wart gespannt, hat er das Schönes kriegt. Der Weihnachtskerzchen brennt und Russe fällt der Schnee. Der Glänzen all aus
wunderschöne Beine für Böllchen gelegt. Sitzt am Klavier und stimmt Liedchen an, die Mann, die dirigiert, den Vermischten an. Der Opa ist am Strande, er freut sich an dem schon früher, so ist und Gerasse, so ist es wie Elend kennt. Der Weihnachtskerzchen brennt und Russe fällt der Schnee. Wir glänzen alle Seen von der schönen Weihnacht für Wünschen ihr Tänzen aller Singen von der schönen Weihnacht, wie man das von früher kennt. Das war diese typisch traditionelle, besinnliche Weihnachtszeit, aber so wie der Rainer es eben schon angesprochen hat, es gibt auch so manche Situationen. Die Frau bereitet zu Hause alles vor, macht alles sauber, alles schön, dekoriert alles, aber der Mann kommt nicht nach Hause und man wartet. Man kennt das eigentlich oftmals so von früher, ne? So der Opa, also kann ich mich noch daran erinnern, wo ich noch klein war, der Opa ab in die Kneipe, Frühschoppen. Ja? Und wir warteten dann mittags mit dem Essen. Wo bist du? Sag mir, wo bist du? Alles wieder am Weihnacht. Ja, sag mir, wo bist du? Ich schließ vor, wer bin alles schön dekoriert.
jetzt bei den letzten 2 Terminen, die wir hatten, in Ufort und in Siegburg, da haben wir dieses Konzert nachher abgeschlossen mit einem Lied von ihr. Das war schon eine schöne Sache. Aber da nimmt das Publikum nachher natürlich an, da ist jetzt nichts so. Es gibt da so ein Zauberwort. Ja, man hat mir gesagt, ich soll noch was erzählen. Die bevorstehende Geburt vom Christkind, der der Engel ziemlich koppig bereitet. Sie mochte nämlich bei ihrer Planung ganz vorsichtig sind, damit die Milch auf der Erde nichts davon mitkriegt. Denn schließlich soll das Kind in aller Stille geboren werden und nicht einen Betrieb um sich haben, wie es in Nazareth und Wochenmarkt war. Probleme gab auch bei der Innenausstattung vom Stall und Bethlehem. An der Vorderkrippe, der ist hier Brettlockere, aber hat einer schon mal einen Engel mit Nägel und Hammer gesehen? Das Schuh für das Krippebett, der sich unheimlich hart anfühlte. Und das Heu, der nicht gut dufte. Und in der Stall hat der gehört werden. Aber auch was die Tiere angebracht, die haben mit allerhand zu bedenken. Genau an dem für den Engelschor ausgewählten Platz hing ein Wespennest. Da wurde ausquartiert werden. Der Beweis ob Westen so einsichtig waren, um das Wunder der Heilige Nacht zu verstehen. Die Pflege, die sich Ors und Esser zugestellt hatten, sollten dem göttlichen Kind nicht unter das nächste Summe oder ja im Schlaf stören. Nee, kein Tier durften die Engel vergessen, dass etwa in der hochheiligen Nacht noch Unannehmlichkeiten passieren konnten. Unter dem Fußboden im Stall, der kleine Fußwunde, war lustig Büßchen, dass sie still so schnell aus der Ruhe bringen. Höchstens, wenn der Katzinger her war. Aber dann den es ganz schnell in sein Musloch zurückflüchten. Im Herbst hat die Mus fleischig Früchte und Körner gesammelt und jetzt schläft sie in ihrem gemütlichen Nest. Das ist gut, dass sich der verantwortliche Engel, wer schläft, sündig steht und bezog die Mus ja nicht wieder in seine Überlegungen hin. Neuer Abend kehrte die Boten Gottes in den Himmel zurück, nur einer Engel blieb im Stall zurück, der sollte Mutter Maria in ihrer schweren Stunde beistehen. Damit aber keiner merken konnte, dass er der Engel war, nahm er sich Flügel ab und deckte ihn in den Eck im Stall hinterher. Als die Mutter Maria das Kind kriegt, war sie dankbar, dass der Engel ihr helfen wird. Denn gut ruckten schon die Hirten, nachdem sie die frohe Botschaft gehört hat, und der Hütehund und die Schroff. Obwohl die Männer sich bemühten, leise zu sind und sozusagen auf Zehenspitze gingen, klangen ihr Schritt doch Hand und der Bretterbruch knackte. Es war ein Wunder, dass die Mus noch schlafen hätte, aber gut rum, und sie in ihrem Nest macht. Sie lud aus dem Musloch raus und hört die Stimme. Ein Kind ist uns geboren, konnte aber nichts sehen. Neugierig verließ die Mus das schützende Nest und schon war der Katzinger her. Schnell wurde das Müsli wieder zurück in das Müsloch, aber die Hirten oder einer von der Hirten alle zwischen sie eine Post aufgestellt. Heilige Nacht, hin oder her, sagt die Gans zu der entsetzten Mus, jetzt bist du dran. Damit ging die wilde Jagd los. Die Mus in ihrer Angst flitzte von einer Ecke die andere, sauste zwischen der Beine der Hirten hindurch, huschte unter die Krippe und hinter die Krippe die Katze mir hinterher. Zwischenzeitlich sperrte der Hütehund und die Schau blökte ganz ängstlich. Und irgendwo im Stall denn noch ein Wohngang. Die Hirten wussten nicht so richtig, was los war, denn eigentlich waren sie ja nur gekommen, um das Kind anzubellen.
Und sie konnten ja ihr eigenes Wort nicht verstehen und alles ran durcheinander. Es ging so wie im Nazareth und Wochenmarkt. Als die Engel im Himmel das sahen, lesen sie buchstäblich ihr früher Engel. Es ist tröstlich zu wissen, dass auch so ein unfehlbares Wesen wie eine Engel nicht an alles denkt. Das Müschen dessen hat Todesangst. Es dürfte in letzten Sekundenwege kommen, da flüchtet es in seine Not, um die Engel zu führen. Im gleichen Moment würde sich sachte angehoben und dem Zugriff der Katz entzogen. Das Müschen wusste nicht so richtig, wie ihm geschah. Es schwebte bis über das Dachgebälk von der Schür, doch hielt es sich fest. Außerdem hatte es jetzt einen tollen Blick auf das ganze Geschehen im Stau. Die Katz, die der immer noch ungläubig jeden Winkel absöhnte, aber sonst hat sich mittlerweile alles beruhigt. Der Hütehund bewachte die ruhenden Schor. Die Hirten stiegen sich vor der Krippe und brachten dem Christkind Geschenke dar. Alles Licht und alles Wärme hing von dem Kindkuss. Das Christkind lächelt der Fuß zu, als wollte es sagen, wir zwei wissen genau, dass der Katz hierher war. Sonst hat niemand jetzt davon mitgekriegt. Außer dem Engel, der heimlich schlafen muss, als er die Mus mit seiner Frühe sorgt. Er kicherte und gluckste trotz der hochheiligen Stunde so sehr, dass der heilige Josef sich am Kopf kratzen muss. Es sah so komisch aus wie die kleine Mus mit den Fußflügeln in der Höhe schwebt. Die erstaunte Maus hing also oben im Dachgebälk sich rein. Ihre Nachkommen erzählen noch rück von der hellen Namen von der Geschichte. Mal in den Speicher und Büro, damit sie in Heimat gingen, genau wie damals im Stall und Bethlehem. Fertig. Eins. Was wohl Kinderlevel für uns der schönste Tag. Erinnerung ist hier drin, Christkind hier nah. Christ nach Hilfe, feierlich und schön. Böcke bringen singen, Blumen, Glocken tönen. Weihnachtliche Friede, der Lauf der Stadt, am Herzenschiff vom Christbaum, los die Stunden satt. Gehüse und der Straße, und Hünger drumherum, die Windschwaller verlassen, bekümmerten sich drum. Der Christ nach Hilfe, die war für jeden da. Und auch die Armen einsam, die Strümpfe Engelsrohr. Doch für den dann schon Sorge, es wird schon noch geschafft. So Hunger am Weihnachtsmorgen, der Schwächste mit der Kraft. Und wenn dann Wärme mochten, bullerte die Luft.
de Schnees am Portos, vom Noten in Gebieten, sich Kinder lachen nicht. Das war dann ganz Weihnacht, wovon man noch spricht. Christenwinkel, noch oben nach Sion, dann können wir auch verzählen, dann können wir auch verstehen. Christenwinkel, noch oben nach Sion, dann können wir verzählen, dann können wir verstehen. Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt langsam ins Ende des Programms rein. Wir hoffen, Ihnen hat es heute Abend schon ein bisschen bei uns gefallen. Bedanken möchte ich mich noch bei unserer fantastischen Bedienung, die wir heute Abend gemacht haben. Das sind Mitglieder der Tanzgruppe der Ehrengarde der Stadt Siegburg. Unter der Leitung von einem eigentlich sehr jungen Mann, der das da alles organisiert, Christopher Große-Klefmann. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Klefmann. Gut, ich habe Klefmann, der Klefmann. Der gerne 19 Jahre alt, hätte aber hier fantastischen Glück, auch im vergangenen Jahr. Christopher, bis morgen und vielen Dank. Aber wir trinken gleich noch zusammen hier oben auf der Bühne Kölsch. Dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei der Antje mit ihrer Drehorgel, weil Antje Gessel, das ist so eine alte Kölner Tradition. Sie stirbt in der Not. Also sie lebt von dem, was ihr gebt. Sie wird nicht von uns bezahlt, sondern von dem, was wir in den Glück schließen. Bedanken möchte ich mich auch bei Bernd und Nicole Jost, die heute Morgen dafür gesorgt haben, wie wir der Bernd heute Morgen zusammen, dass unsere ganzen Utensilien, die hingekommen sind, von der Kirche mit der Leuchter bis zum Rednerpult. Und natürlich bei einem ganz fantastischen Tontechniker. Wir haben ihm gesagt, das ist unser Tontechniker des Jahres 2017, 2018 und 2019. Und sowas muss man in Dransdorf auf einer Feier treffen und der Bund 5 Kilometer von mir entfernt. So, dann Schlorflied. Der Chor, ist das auch A Cappella? Nein, ist nicht A Cappella. Der Chor hat ein wunderschönes Lied. Original ist das All's Night. Cindy Lauper hat das mal gesungen, es ist entstanden im Jahr 1983. Viel Spaß mit einem Text von Angela Stobacher. Die brauchen Taxi. Doch jetzt noch nicht, wir sind noch nicht fertig. Oh
wenn Sie nicht noch einen höheren wollen, sind, dann entscheiden Sie aber, indem Sie folgende Telefonnummer anrufen, eine Anruf kostet 50 Cent, das bedeutet Festgesteckt. Quatsch beiseite, Karl-Katharina Köppen und der Chorjäger Bünger mit Mir danken euch. Wir danken euch für den Moment, Glück sie füllen, was jeder kennt. Wir danken euch, kommen wieder hin. Es war eine schöne Arbeit, es war schön, dich zu sehen. Ob ein großer Schau, ein kleiner Klein oder ein Saal, wo immer man sich trifft, das ganze Jahr. Wo du lachst und trinkst und von Herzen singst, wo in dir der Sonne geht, erfüllt mit Spaß und Freude, da wo man sich versteht. Wir danken euch für den Moment, Glücksgefühl, was jeder kennt. Wir danken euch, kommen wieder hin. Es war eine schöne Abend, es war schön, bei euch zu sehen. Wo der Moment verbindet, wo man schon genau zusammen wird, auch wenn man sich nicht kennt. Ihr seht schon strahlt, weil er glücklich ist das schönste Ort der Welt. So jetzt kannst du nicht